Die sieht eine Schätzung von der Chambre des Salariés, dass die Dépenses de vieillissement, das ist bei den Pensionen dabei, bis 2050 auf 27,8% gingen klammen, gegenüber von 19,5% am Jahr 2008. Wir mengen einerseits als das war ungerecht, wenn wir es so lassen, dass Leute haut durch verschiedene Kotisationen, die sie machen an Privatsystemen, auf Basis von Steuerminderungen, die sie im Moment kriegen, das ist ungerecht, als das so zu lassen, weil die Leute sich dann für die Zukunft können mehr einen großen Teil von dem Wert, der an Zukunft produziert wird, reservieren. Und dafür refusieren wir. Wir sollen nicht nur zwei Maßstäbe resonieren. Einerseits kann ich nicht hingehen an den Generationskonflikt immer ans Spiel bringen, wann es darum geht, für die Kotisationen zu erheben. Andererseits über die Ungerechtigkeit, dass Leute sich für die Zukunft einen Teil von der Valeur ajoutée reservieren, das approvieren. Das sind deux poids et deux mesures. Dann ist das Argument, die Charge sozial von den Betrieben, die gehen rauf in Zukunft. Die Betriebe, wird da gesagt, immer mehr gingen Spuren, die wollten nicht mehr finanzieren. Und da kann man einerseits sagen, was sind überhaupt die Charge sozial patronal, von denen da geschwärzt wird? Die Charge sozial patronal, von denen geschwärzt wird, das sind am Anfang eine Aufzweigung von den Löhnen. Wir sagen, das ist ein Salär sozialisé, an denen der Salär zu gut tut, das sind Salariés. Das heißt, wenn ich davon schwätze, dass per Patronal soll reduziert gehen, da schwätze nicht davon, dass die Löhne soll reduziert gehen. Und da gucken wir uns halt zu Lützeburg an, wenn wir von Charge sozial schwätzen. Das ist ein Tabu, da haben wir gesagt, da sind wir nämlich international kompetitiv. Und wenn wir die Realität gucken, da sehen wir Lützeburg als an erster Stelle. Und da hat er eine Grafik, die ist publiziert von PricewaterhouseCoopers auf Basis von einem Rapport von der Banque Mondiale. Und die weisen, wie viel Steuern, aber wie viel Soziallasten an die Betriebe an den einzelnen europäischen Ländern bezahlt gehen. Da sieht er, dass zu Lützeburg am meisten bezahlt wird. An Italien am meisten. Also es ist wirklich frappant zu sehen, wie wenig halt zu Lützeburg Betriebe Steuern bezahlen. Noch kurz, ich weiß nicht, wie wenig während auf der Chambertribüne als gesagt ging, 80% von unseren Betrieben bezahlen überhaupt keine Steuern. Das sind just 20% von den Betrieben. Das sind ganz besonders Banken und größere Betriebe, die Steuern bezahlen. Und da sehen wir, was 1994 geschieht ist. 1994 sind Charge sozialen transferiert gehen von Betrieben auf den Staat. Zum Beispiel ganz Kannergeldkotisationen. Die sind vom Staat überholt gehen. Dann kann ich so ein Bas kotisable, das ist das Resultat von der letzten Tripartite, von der Statut unique angefordert ist. Ob den Überstunden, ob den Zuschlag von Überstunden, ob den Zuschlag von Sonntagserbicht, auf Feiertagsserbicht, gibt keine Kotisation mehr als Lützeburg bezahlt. Schließlich natürlich mit der Pensionskäse zu dienen, als gehen die Assuren immer mehr bei Käse gelos, für, wenn es geht, zum Beispiel Beiträge von der Doktorrechnung, von den Medikamenten und so weiter zu bezahlen. Das Assuren, die überholen am Anfang immer mehr großen Teil von den Prestationen. Und dann das Argument weiterhin, Charge sozial von den Entreprisen, die müssen raufgehen in Zukunft. Das ist ein Teil von der Strategie von den neoliberalen Forzen seit den 80er Jahren. Und das sind Zahlen, die von der Europäischen Kommission kommen. Zwischen 1980 und 2006 ist in Europa
per salarial an der Valeur ajoutée raufgange von 66% auf 50%. Aber wenn wir die Situation halt zu Lützeburg gucken, da wären sie 52%, das heißt 52% von der Valeur ajoutée als ein Salariat gegangen, 40% als ein Patronat gegangen und Kapital gegangen am Jahr 1980 und das am Jahr 2006 nach 40%. Das heißt, halt zu Lützeburg geht am Fond mehr großen Unteil und Kapital wie und Salariat. Und das erklärt sich vielleicht dadurch, dass man einerseits die Finanzplätze als Lützeburg haben, wo ganz viel Valeur ajoutée produziert wird, an das Ausland weitergeht, und aber auch zu einem großen Teil dadurch, dass man als Lützeburg ganz niedrige Soziallasten hat. Viel mehr niedrige Soziallasten wie an den anderen europäischen Ländern. Das heißt, wenn wir von der Krise und dem System der Pension schwätzen, dann muss man eine Diskussion führen über die Verteilung von dem, was produziert wird, zwischen Salarien und den Kapitalisten. Das heißt, wir müssen aus der Spirale rauskommen von den letzten 30 Jahren, wo immer mehr großen Anteil von dem Mehrwert, der produziert wird, und Kapital gegangen ist. Dann das Argument, das, was der Staat nach Kabei drohen, das geht immer mehr weit rauf. Wir haben gesehen, an der Krise finanziell, an der Finanzkrise, wie viel heute zu Lützeburg und Banken gegangen ist. Wir hatten heute zu Lützeburg quasi und für die zwei Banken, die Lodo finanziert sind vom Staat, ungefähr 25% vom PIB fährt und im Moment und Banken gegangen ist. Und die Situation, die stellt ihn auch fest an andere Länder. Ich will beispielsweise Deutschland, wo die Bank Real Estate über 100 Milliarden Euro kriegt. Über 100 Milliarden Euro, just ein Finanzinstitut. Das heißt, die Staaten sind immens verschuldet im Moment, das kann ich nicht ignorieren. Und all die Erfahrungen, die an den letzten Jahren gemacht sind, vom Stabilitätspakt, die sind quasi auf Null. Das heißt, während Jahren, als gespart ging, auf Sozialbeiträge, auf Soziallasten, auf Sozialpolitik, und wer das in einer Situation sind wir sind in einer Situation, dass das quasi für die Katz wäre. Das heißt, die Spirale, wo die Staaten versichern, ihre Steuern immer mehr zu reduzieren, die Kompetitivität fiskal, die muss gestoppt gehen. Weil wenn Staaten keine Summe mehr haben, wenn Staaten keine Summe können anziehen über Steuern, dann können sie auch keine Sozialpolitik machen, und Wirtschaftspolitik auch nicht. Voilà, da kommen wir auf die verschiedenen Maßnahmen zu schwätzen. Verlängerung von dem Alter, wenn ich pensioniert wird. Wir haben als Lützeburg ein Taux von denen, die nach Schaffen, wenn sie zwischen 50 und 65 Jahre alt sind, die niedrig ist. Wie kriegen wir den herab? Wir kriegen den herab, wenn Betriebe responsabilisiert sind, die Leute an dem Alter auch zu halten. Was geschieht aber an der Wirklichkeit? Von 50 Jahren gehen die Leute encouragiert, an die Betriebe für eine Pension zu gehen. Für was? Weil in dem Moment viel mehr Junker aus dem, zum Beispiel Frontalien können engagiert gehen, die viel mehr verdienen. Das arrangiert den ganz paar die Betriebe. Wir haben als Lützeburg eine von den niedrigsten Arbeitsbevölkerungen überhaupt in Europa. Das hängt damit zusammen, dass wir eben von dem Marché regional, von der Saar, von Lothringen, von dem Provinz du Luxembourg können profitieren, für Leute zu rekrutieren. Wir haben nicht am Anfang das Problem, das Deutschland im Moment hat, dass nicht genug Leute wären, die überhaupt als Junker könnten schaffen. Den haben wir nicht. Da wird gesagt, wir müssen die Pension der Validität kriegen, das muss man aufdrücken. Das ist so, dass noch Berechnungen, die schon die Salariés gemacht haben, just 5,5% von dem Emploi total so Leute sind. Das heißt, was geschieht, wenn in so Leute forciert für mehr lang zu schaffen, mehr ganz viel gehen die,
erstens nicht dargestellt oder sie können nämlich schaffen, und da gehen sie am Platz, dass eine Pension ginge kriegen, eine Invalidepension, eine Invalide-Rente, gehen sie dann an der Chômage. Das ist just fast kommunikant, das sind immer dieselben, die bezahlt, das heißt, Kotisanen, das heißt, die Leute, die Steuern bezahlen. Wenn wir so den Alter ihre pensioniert kann gehen verlängern, da kann in der Matakor sein, auf volontärer Basis. Die Leute, die wollen weiter arbeiten, über 65 Jahre raus, die sollten das machen. Wenn damit natürlich eine Erhöhung von ihrer Pension verbunden ist, kann ich noch so, können die eventuell über Travail partiell an die Richtung gehen, muss natürlich die Formation continue gefördert gehen. Und die Arbeitsbedingungen für jede Leute an den Betrieben, die müssen noch adaptiert gehen. Aber alles das dort nehmen, alles das unter der Kondition, dass auch die Plätze bestehen. Weil wenn wir so wir verlängern die Arbeitszeit an die Plätze bestehen, wäre das als eine Reduktion von der Pension, das dabei rauskommt. Und muss ich auch den Lehr machen mit der Jugendarbeitslosigkeit, wenn ich mehr Leute beschäftigen und geschieht nicht Niveau von der Reduktion von der Arbeitszeit zum Beispiel, mehr da gehen dadurch Männer Junker angestellt. Die sind noch immer bereit für uns zu lauschen. Bon. Da kommen wir und froh, dass Pensionen sollen reduziert gehen oder plafoniert gehen. Bon, wir haben den ersten Pilier, das ist der Pilier von der Pension de base minimal, und da wäre ein zweiter Pilier, das wären dann die individuellen Kotisationen von den Leuten, die viel suchen haben, die viel verdienen, die könnten dann das machen, ob in der internationalen Marche gegen die Sache platziert gehen, also für Pension, Dépenses publiques gingen mir niedrig gehen. Das Resultat wäre eine Desolidarisierung von der Gesellschaft und nach mehr große Inegalität, wie das im Moment der Fall ist.